Heute wollen wir über Treue reden, aber nicht jetzt in erster Linie über unsere Treue Gott gegenüber, sondern über etwas, das dem vorausgeht, das eigentlich eine Voraussetzung ist, damit wir überhaupt Gott oder auch Menschen gegenüber treu werden können, nämlich die Treue Gottes. Im Psalm 25, Vers 5, da lesen wir: Lehre mich deine Treue zu sehen und in Treue zu dir mein Leben zu führen. Lehre mich deine Treue zu sehen. Also wir müssen Erkenntnis bekommen über die Treue Gottes. Die Treue Gottes erkennen. Das ist die Voraussetzung, damit wir selber dann überhaupt treu werden können. Die Treue Gottes. Und die Treue Gottes, dass Gott treu ist, das ist etwas, was wir theoretisch wahrscheinlich alle wissen. Alle Gläubigen wissen, dass Gott ein treuer Gott ist. Aber wenn wir eben seine Treue wirklich erkennen und sehen, was das bedeutet, dann hat das gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Darum ist es so wichtig, dass wir das immer wieder hören, uns immer wieder vor Augen führen, dass Gott ein treuer Gott ist. Ich denke also nicht, ein altes, bekanntes Thema, da kann ich ja in meinen wohlverdienten Kirchenschlaf eintauchen. Nein, es ist sehr wichtig, dass wir die Treue Gottes erkennen und sehen, wie es im Psalm hier steht. Und im Psalm 146, 5 und 6, da lesen wir: Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung der Herr sein Gott ist, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der ewiglich Treue hält. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer, alles, das Universum. Unser Gott hat das ganze Universum gemacht. Das heißt, unser Gott ist unwahrscheinlich mächtig. Er ist allmächtig. Er ist Elohim, der Schöpfergott. Er kann alles mit einem Wort. Aber er ist nicht nur allmächtig, sondern er ist auch treu. Der ewiglich Treue hält, wissen wir hier. Also Gott ist unvorstellbar mächtig. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie mächtig unser Gott ist. Aber er ist eben auch treu. Wenn er nur mächtig wäre und nicht treu, dann würde uns das nicht viel nützen. Dann wüssten wir nicht, wie handelt er jetzt, was macht er jetzt, sieht er mich überhaupt, hat er Interesse an mir, an meiner Situation, was macht er jetzt? Wir wären nicht sicher, wir wären nie sicher. Gott wäre undurchschaubar, unberechenbar, wir wüssten nicht, wie handelt er jetzt. Aber die Bibel sagt uns, er ist mächtig und er ist treu, der ewiglich Treue hält. Andererseits, wenn er nur treu wäre und nicht mächtig, dann würde uns das auch nicht viel bringen. Dann wüssten wir vielleicht, er leidet jetzt mit mir, er würde mir gerne helfen, aber er kann eben nicht, weil er die Macht und die Kraft dazu nicht hat. Aber unser Gott ist mächtig, allmächtig, unwahrscheinlich mächtig und er ist treu, der ewiglich Treue hält. Und das müssen wir erkennen. Und wenn wir es erkennen und sehen, dann kann und dann wird es unser Leben verändern. An vielen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Gott ein treuer Gott ist. Das ist ein Charakterzug, ein Wesenszug Gottes. Er ist ein treuer Gott, der ewiglich Treue hält. Zum Beispiel 5. Mose 32, Vers 4, da lesen wir: Ein Gott der Treue, ohne Falsch, ist der Herr. Ein Gott der Treue, ohne Falsch, ohne Hintergedanken. Treu, der ewiglich Treue hält. Und im Psalm 57, Vers 11 lesen wir: O Herr, groß bis zum Himmel ist deine Güte und deine Treue bis an die Wolken. Oder Psalm 145, 13:
Der Herr ist treu in all seinen Worten und gnädig in all seinem Tun. Treu in all seinen Worten. Treu in all seinen Worten, die wir hier in seinem Wort beschrieben haben. Er ist treu in all seinen Worten. Oder in 1. Thessaloniker 5,24 lesen wir, der euch beruft, ist treu. Also unser Gott, der uns berufen hat zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, er ist treu und er wird das auch ausführen in unserem Leben, in meinem und deinem Leben. Unser Gott ist treu, der ewiglich Treue hält. Also Treue ist ein Charakterzug, ein Wesensmerkmal unseres Gottes. Er kann nicht anders als treu zu sein. Im 2. Timotheus 2,13, da lesen wir, zuverlässig ist das Wort. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Warum? Denn er kann sich selber nicht verleugnen. Er ist seinem Wesen nach treu. Wenn wir untreu werden, er bleibt treu. Also wenn du sündigst, wenn du untreu wirst, wenn du versagst, Gott bleibt weiterhin treu zu seinen Worten, was er gesagt hat. Der Herr ist treu in all seinen Worten, haben wir gehört. Ewiglich Treue, auch wenn wir gesündigt haben. Er hält seine Treue. Und das Wunderbare ist, wenn wir unsere Untreue, unsere Sünde, unser Versagen erkennen und ihm bekennen, so sagt uns die Bibel, er vergibt uns. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, so dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Warum wissen wir, dass er uns vergibt? Die Bibel sagt es hier, weil er treu ist. Weil er treu ist. Wir können uns also verlassen, wenn wir das tun, was er in seinem Wort sagt. Wenn wir ihn beim Wort nehmen, wenn du ihn beim Wort nimmst, dann wird er seinen Teil auch tun. Dann kann er sein Wort bestätigen in meinem und in deinem Leben, wenn wir ihn beim Wort nehmen. So werden wir seine Treue zu seinem Wort, zu seinen Zusagen erfahren. Eine Definition von Treue, das bedeutet ein Stehen, ein Beharren, ein Festhalten an etwas, wozu man sich vorher festgelegt hat. Ein Stehen, ein Beharren, ein Festhalten an etwas, wozu man sich vorher festgelegt hat. Ohne Festlegung braucht es keine Treue. Wenn ich nichts versprochen habe, brauche ich auch nichts einzuhalten. Aber Treue heißt eben, ich habe etwas versprochen, ich habe etwas gesagt und ich stehe zu meinen Worten, zu meiner Festlegung, zu meinen Versprechen. Wie zum Beispiel in der Ehe. Ich will dir treu sein, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Und Treue heißt, ich stehe zu meinem Wort. Ich bleibe dabei. Treue Gottes könnte man also so definieren, Gott steht zu dem, was er gesagt hat, was er festgelegt hat in seinen Worten. Er steht zu seinem Wort. Unabhängig von meiner Situation, unabhängig von deiner Situation. Egal wie es dir geht, in welchen Schwierigkeiten und Problemen du bist, er steht zu seinen Worten. Seine Worte sind gültig für dich, wenn du sie nimmst hinein in dein Leben, dann wirst du erleben, dass sich seine Worte in deinem Leben erfüllen. In Hebräer 10, Vers 23 lesen wir, lasset uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne Wanken, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne Wanken. Warum? Weil der das Wort, die Verheißung gegeben hat, treu ist. Und festhalten ohne Wanken können wir nur, wenn wir eben erkennen, dass Gott treu ist. Sonst werden wir wanken, sonst werden wir unsicher, sonst wäre da immer wieder der Zweifel, ja, hält er jetzt seine Versprechen? Hält er sein Wort?
oder doch nicht. Wir wären immer unsicher, wenn wir nicht wüssten, Gott ist ein treuer Gott, der ewiglich Treue hält. Damit wir also das Wort Gottes festhalten können, die Verheißung Gottes in dieser Art nehmen können, ohne zu wanken, brauchen wir Offenbarung von der Treue Gottes. Müssen wir die Treue Gottes sehen, wie wir gelesen haben, lehre mich deine Treue zu sehen. Lehre mich deine Treue zu sehen, damit ich selber dann dir treu sein kann. Also die Treue Gottes ist eigentlich das Fundament unseres geistlichen Lebens. Und dass wir die Treue Gottes erkennen. Dass wir wissen, Gott steht treu zu dem, was er in seinem Wort gesagt hat. Das ist eigentlich die Basis unseres geistlichen Lebens. Dass wir das Wort Gottes so nehmen können, wie es hier steht. Es ist also die Treue Gottes, die das Wort Gottes so kraftvoll, so einzigartig und so wertvoll macht. Das ist die Treue Gottes. Worte haben ja immer nur so viel Wert, wie sie gedeckt sind vom Charakter desjenigen, der die Worte gegeben hat. Wenn ich zum Beispiel etwas verspreche und diese Versprechen dann nicht halte, dann merkt mein Gegenüber sehr schnell, ja, auf seine Worte sind kein Verlass. Er sagt zwar das, aber er verhält sich dann doch anders. Er verspricht das, aber er macht dann etwas anderes. Also Worte haben immer nur so viel Wert, wie sie dann gedeckt sind in meinem Charakter. Und das Wort Gottes ist gedeckt durch seinen Charakter. Er ist treu in all seinen Worten, der ewiglich Treue hält. Also wir können Gott beim Wort nehmen, weil er treu zu seinen Worten steht. Ewiglich. In Jeremia 1, Vers 12, da lesen wir, der Herr sprach zu mir, ich wache über meinem Worte, es zu vollstrecken. Dass es in Erfüllung geht. Gott selber sagt, ich wache über meinem Wort, es zu vollstrecken. Vorausgesetzt, wir nehmen es in unser Denken hinein, in unser Reden hinein. Gott wacht darüber, seine Worte in uns zu vollstrecken. Josua sagt rückblickend auf sein Leben, in Josua 23, 14, so bedenket denn von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts hinfällig geworden ist von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Alles ist eingetroffen, nichts ist ausgeblieben. Wunderbar, wenn man das am Schluss von seinem Leben rückblickend sagen kann. Alles, was Gott versprochen hat, ist eingetroffen. Nichts ist ausgeblieben. Gott steht zu seinem Wort. Er wacht darüber, dass sein Wort in Erfüllung geht. Wenn wir Offenbarung bekommen über die Treue Gottes, seine totale Hingabe an seine Worte und Festlegungen, dann fällt es uns leichter, ihm zu vertrauen, uns ganz auf ihn zu verlassen und so in allen Bereichen unseres Lebens in eine Sicherheit und eine Geborgenheit zu kommen und zu erleben und auch zu fühlen, weil wir wissen, er hat es gesagt, darum ist es so, er treu ist. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Glaubensgewissheit, weil wir wissen, er ist treu zu dem, was er gesagt hat. Weil wir wissen, er denkt und verhält sich genauso, wie er es gesagt hat in seinem Wort. Weil wir wissen, die Verheißungen, die er mir gegeben hat, die in seinem Wort stehen, die erfüllt er in meinem Leben. Er wacht sogar darüber, dass sie in Erfüllung gehen, vorausgesetzt, ich nehme sie hinein in mein Leben, in mein Denken, in mein Reden, weil er zu seinem Wort steht. Darum. Wir erfüllen es nicht automatisch, sondern nur, wenn wir sie nehmen für uns. Wir haben also nicht nur einen starken und allmächtigen Gott, sondern er ist treu und er ist berechenbar. Unser Gott ist treu und berechenbar. Berechenbar klingt vielleicht für viele Gläubige fast ein bisschen ketzerisch, dass man sagt, Gott ist berechenbar. Aber ich meine damit nur,
Wir können rechnen damit, dass er zu seinem Wort steht. Rechnen damit, dass er es nicht anders macht, als dass es in seinem Wort steht. Das heißt nur, dass wir davon ausgehen, Gott ist glaubwürdig. Wir können sein Wort nehmen. Das heißt berechenbar. Man kann Gott beim Wort nehmen, weil er eben treu zu seinen Worten steht. Stell dir einmal vor, wenn du jemandem etwas versprichst. Wenn du ihm etwas versprichst und der andere sagt dir, ich glaube dir nicht. Bin nicht sicher, ob du es so meinst, wie du sagst. Wenn er dein Wort in Frage stellt, das ist doch eine Beleidigung für dich. Das enttäuscht dich doch. Das ist verachtend gegen dich, wenn jemand deine Worte in Frage stellt. Sagt, ich glaube dir nicht. Und doch gehen wir Gläubigen manchmal genauso mit dem Wort Gottes um, dass wir sagen, Gott, du sagst es zwar, aber, du sagst es zwar in deinem Wort, aber ob du es jetzt auch so machst, ob das stimmt für mich, ob das immer noch so ist, ob das gilt, keine Ahnung. Du sagst es zwar, aber. Und dann staunen wir, dass wir nicht mehr von Gott erleben. Und wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir das Wort Gottes so einfach annehmen wie ein Kind. Jesus sagte ja, lasset die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Warum? Weil sie es einfach so nehmen, wie es geschrieben steht. Kinder glauben den Erwachsenen alles. Kinder glauben alles. Bis sie dann eines Tages merken, aha, den Santa Claus, den gibt es ja gar nicht. Aber sie wird immer erzählt, den gibt es und der kommt abends dann vorbei und füllt meine Socke, die ich rausgestellt habe, füllt sie mit Süßigkeiten. Den gibt's ja gar nicht. Haben sie mir angegeben, den gibt es und dabei gibt es ihn gar nicht. Und den Osterhasen gibt's gerade auch nicht. Also Kinder glauben den Erwachsenen alles, bis sie dann eines Tages merken, sie haben mir ja gar nicht immer die Wahrheit gesagt. Es stimmt ja gar nicht alles, was sie sagen. Sie meinen gar nicht alles so, wie sie es sagen. Sie stehen gar nicht immer zu ihren Worten. Dann merken sie eben, oh, Vorsicht, ich kann sie gar nicht immer beim Wort nehmen, muss vorsichtig sein. Und tragisch ist dann, wenn das auch unser Gottesbild dann prägt, dass wir eben denken, oh, Vorsicht, ich weiß nicht, ob ich Gott beim Wort nehmen kann oder nicht. Aber wir sollten so einfach und unkompliziert werden wie Kinder, dass wir sagen, Gott hat es gesagt, darum ist es so. Ich nehme es, wie es hier steht. Weil Gott hat es gesagt und er ist treu zu seinen Worten. Er meint, was er sagt. Ich nehme Gott beim Wort. Ich bin geliebt. Ich bin wertgeachtet. Ich bin wertvoll. Ich bin fähig. Ich bin ein Sieger, ein Überwinder. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Ich bin fähig, ich bin geheilt, mir ist vergeben, ich bin eine neue Schöpfung und so weiter. Dass wir diese Worte nehmen für uns. Nimm sie für dich hinein in dein Leben. Fange an so zu denken und zu reden. Und das eben nicht in Frage zu stellen. Das Wort Gottes ist die einzige Wahrheit, die es gibt im Universum. Einzige Wahrheit und sie bleibt ewig bestehen, sagt Jesus. Meine Worte bleiben in Ewigkeit. Wir müssen uns dem Wort Gottes anpassen. Nicht das Wort Gottes unseren Erfahrungen, unseren Vorstellungen, unseren Meinungen, unseren für möglich halten oder auch den Erfahrungen anderer, sondern wir müssen uns dem Wort Gottes anpassen. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Und wenn wir das tun, damit ehren wir Gott. So zeigen wir ihm, dass wir ihn für treu erachten, dass wir ihm glauben, dass wir ihn für glaubwürdig achten, dass wir sein Wort anerkennen und ernst nehmen. Wenn wir das machen, erfreut das Gott. Gott hat auch Gefühle.
Gott hat auch Gefühle, sagt uns die Bibel. Wenn er zum Beispiel dich sieht, steht in Zephania 3, dann jauchzt er vor Freude. Er jauchzt, er hat Gefühle. Und wenn wir sein Wort in Frage stellen, dann ist er enttäuscht, dann ist er traurig. Wenn Gott also ein Wort gegeben hat, sich festgelegt hat, und er hat ja viele Worte und Festlegungen gegeben in der Bibel, dann kann er sie nicht mehr ändern, dann bleibt er dabei, sonst würde er lügen. Wenn er ein Wort gegeben hat, dann steht er dazu, und die Bibel sagt, dann wacht er darüber, dass sich dieses Wort erfüllt. Vorausgesetzt, wie gesagt, wir nehmen diese Worte Gottes, diese Zusagen und Verheißungen Gottes und fangen an, so zu denken und so zu reden, machen sie zu unseren Worten, indem wir sie aussprechen. Dass wir Worte Gottes aussprechen über uns, über unsere Familie, über unsere Kinder, über meine Arbeitsstelle, über meine Gesundheit. Dass wir Worte Gottes nehmen, anfangen so zu denken und sie aussprechen, zu unseren Worten machen. Gott sagt, ich wache darüber, dass sich mein Wort in deinem Leben erfüllt, wenn du das Wort nimmst. Dazu ist das Wort Gottes ausgesandt, das zu tun, wozu es ausgesandt worden ist, lesen wir in Jesaja. Dass wir eben nicht sagen, Gott, du hast zwar gesagt, aber. Du hast zwar gesagt, aber ob du jetzt wirklich das tust, ob du dich so verhältst, wie du sagst, keine Ahnung. Damit drücken wir eigentlich aus, ich erachte dich nicht für treu, dass du zu deinen Worten stehst. Ich erachte dich als jemand, der etwas sagt und es anders meint. Damit sagen wir eigentlich, du bist nicht glaubwürdig. Damit sagen wir, Gott, du hast zwar diese und jene Bibelverse gegeben, aber wie du jetzt handeln wirst, keine Ahnung. Du bist ja immerhin Gott und du kannst tun, was du willst. Du bist ja souverän. Hast du gewusst? Gott kann nicht tun, was er will. Gott kann nicht machen, was er will. Hast du das gewusst? Unser Gott, der allmächtige Gott, Schöpfer der Himmel und des Himmels und der Erde, er kann nicht tun, was er will. Warum? Weil er hat sich festgelegt in seinem Buch, in der Bibel. Er hat gesagt, so und so will ich an dir handeln. Das kann er nicht ändern. Also er kann nicht tun, was er will, weil er sich festgelegt hat, weil er Versprechungen gegeben hat. Dann kann er es eben dann nicht anders machen. Also wenn wir sagen, Gott, ich kann dich nicht beim Wort nehmen, weil ich nicht sicher bin, ob du dann wirklich so handelst, ob du zu deinem Wort stehst, ob du wirklich treu bist, ob ich dir glauben kann, sagen wir, ich erachte dich für nicht glaubwürdig. Das würde selbstverständlich kein Christ so sagen. Aber unsere Haltungen, unsere Erwartungen und unsere Worte drücken das eben manchmal so aus. Und so machen wir Gott traurig. Eigentlich beleidigen wir ihn so. Und das hat schlimme Folgen, wenn wir das tun. Das hat schlimme Folgen. Denk an das Volk Israel, als sie in Kadesh Barnea waren, vor dem gelobten Land, das Gott ihnen verheißen hat. Er hat gesagt, ich gebe euch dieses Land. Milch und Honig fließt, das ist euer Land. Er hat ihnen das versprochen, verheißen. Und sie standen direkt vor der Erfüllung der Verheißung. Nach ungefähr 2 Jahren Wüstenwanderung standen sie da. 2 Jahren nach dem Auszug aus Ägypten. Und Mose schickte 10 Kundschafter in das Land, die gingen da hinein, kamen zurück und sagten, es stimmt alles genauso, wie Gott es gesagt hat. Es stimmt alles. Gott hat es gesagt und es ist so. Dann sagten sie, aber. Es stimmt zwar, was Gott gesagt hat, aber. Die rechneten nicht mit seiner Treue zu seinen Worten.
und sagten, Gott hat es gesagt, aber. Nur 2 hielten fest an der Verheißung. Das waren Josua und Kaleb. Die rechneten gegen alle Umstände mit der Treue Gottes zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen, zu seinen Zusagen. Nur 2. Die anderen, die gehörten auch zum Volk Gottes, waren auch Kinder Gottes. Sie hatten dieselben Verheißungen, kamen später auch in die ewige Herrlichkeit, erlebten die Zeichen und Wunder mit Mose in der Wüste. Aber im Diesseits, im Hier und Jetzt, blieben sie in der Wüste. Sie kamen nicht in das verheißene Land. Sie erlebten die Erfüllung der Verheißung nicht, sondern sie blieben für den Rest ihres Lebens in der Wüste. War das der Wille Gottes? War das der Wille Gottes? Nein. Nein, der Wille Gottes wäre gewesen, dass sie jetzt hinübergegangen wären in das verheißene Land, dass sie jetzt die Erfüllung der Verheißung erlebt haben. Aber weil sie nicht mit der Treue Gottes zu seinem Wort gerechnet haben und gesagt haben, Gott sagt es zwar, aber die Schwierigkeiten sind so groß, die Menschen in diesem Land, die sind riesig und die Städte, die haben Mauern, haben wir keine Chance. Gott sagt es zwar, aber es funktioniert nicht, es wird nicht gehen. Und sie blieben in der Wüste. Sie sagten, ja, aber. Gott konnte nichts tun, weil sie nicht mit der Treue Gottes zu seinem Wort rechneten. Nur Josua und Kaleb, diese beiden kamen hinein. Warum? Sie wussten, Gott hat ihnen das Land verheißen. Und sie rechneten mit der Treue Gottes zu seinem Wort, zu seinen Zusagen und dachten und redeten dementsprechend. Sie hatten sich festgelegt, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Sie hatten sich festgelegt, Gott beim Wort zu nehmen. Sie hatten sich festgelegt, Gott als treu und glaubwürdig zu erachten. Die beiden hatten ja die Riesen auch gesehen im Land. Die beiden hatten ja auch die riesigen Mauern und all diese Schwierigkeiten, die es da geben kann, haben sie auch gesehen. Aber sie haben mit der Treue Gottes mit seinem Wort gerechnet. Und als sie in Situationen kamen, wo alles dagegen sprach, wo Tausende von Glaubensgeschwistern gegen sie waren, resigniert waren, aufgegeben hatten, im Unglauben redeten und sie sogar steinigen wollten, weil sie das Wort Gottes, die Verheißung Gottes festgehalten haben, haben sie sich nicht abbringen lassen vom Wort Gottes. Sie hatten sich festgelegt, mit der Treue Gottes zu seinen Worten zu rechnen. Und sie hatten das Wort Gottes in ihrem Herzen, dachten so und redeten so. Und das Wort Gottes in ihren Herzen machte sie stark, dass sie in solchen Situationen der extremen Bedrängnis und Herausforderung, dass sie eben stark bleiben konnten. Wenn du und ich das Wort Gottes nehmen, so wie es hier steht, und festhalten, so denken, so reden, macht es uns stark. Stark, dass wir in solchen Extremformen der Herausforderungen und der Bedrängnis eben nicht wanken, das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne Wanken, weil Gott treu ist und zu seinem Wort steht und sein Wort in deinem und meinem Leben in Erfüllung bringen will, wenn wir es festhalten. Also sie hatten sich festgelegt, Gott beim Wort zu nehmen. In Jesaja 49, 23, da lesen wir, dann wirst du sehen, dass ich der Herr bin und dass keiner enttäuscht wird, der mir vertraut. Hast du gehört? Keiner wird enttäuscht, der mir vertraut. Das sagt Gott, das sage ich nicht. Will ich nie wagen. Aber er sagt es. Keiner wird enttäuscht, der mir vertraut. Wenn du ihm vertraust, wenn du dieses Wagnis eingehst, ihm zu vertrauen, wenn du dich festlegst, Gott beim Wort zu nehmen, egal was die Umstände sagen, egal welche Riesen in deinem Leben sind, wenn du dich festlegst, Gott beim Wort zu nehmen, sagt Gott,
dann wirst du nicht enttäuscht werden. Aber die Voraussetzung ist, fange an so zu denken und fange an so zu reden. Und zum Schluss noch 3 Punkte, wie wir mit der Treue Gottes rechnen können. Der erste Punkt ist Psalm 25, was wir gelesen haben am Anfang. Lehre mich deine Treue zu sehen. Wir müssen die Treue Gottes sehen, erkennen, dass Gott ein treuer Gott ist. In allen Situationen, die wir beschrieben haben in der Bibel, erkennen, Gott ist ein treuer Gott und er steht zu seinem Wort. Er wacht darüber, dass sein Wort in Erfüllung geht. Das bedeutet, wir müssen uns beschäftigen mit dem Wort Gottes und den Heiligen Geist einladen, dass er uns die Worte Gottes lebendig macht, dass er uns das Wort aufschließt. Und der zweite Punkt, wie bei Josua und Kaleb, sie haben sich festgelegt, Gott beim Wort zu nehmen. Du kannst, wenn du willst, dich entscheiden jetzt, Herr, ich will dich beim Wort nehmen. Das ist eine Entscheidung. Macht niemand für dich. Aber du kannst dich jetzt entscheiden. Gott, ich lege mich fest, dich beim Wort zu nehmen. All die Verheißungen, die in der Bibel geschrieben stehen. Jesus ist ja das Ja und das Amen zu allen Verheißungen. Gott sagt Ja, und du sie nimmst. Dass du dich festlegst, ich nehme diese Verheißung für mich, für mein Leben, für meine Gesundheit, für meine Familie. Ich lege mich fest, Gott beim Wort zu nehmen. Lege dich fest, wenn du das willst. Egal, was für Umstände du hast, egal, was für Riesen in deinem Leben sind, lege dich fest, wenn du willst. Ich nehme Gott beim Wort. Und das bedeutet eigentlich, selber treu zu werden. Wenn du dich festlegst, Gott beim Wort zu nehmen, das ist eine Festlegung, Gott beim Wort zu nehmen, dann wirst du selber treu. Und wenn du dich jetzt festlegst, dann denke auch morgen daran, in einer Woche daran, ich habe mich festgelegt, Gott beim Wort zu nehmen. Und das kann und das wird dein Leben verändern, wenn du bei dieser Festlegung bleibst. Dann wirst du selber treu werden. Und der dritte Punkt ist, Hindernisse und Schwierigkeiten werden kommen, sind vielleicht schon da und werden kommen, aber erlaube diesen Hindernissen und Schwierigkeiten nicht, das Wort Gottes ungültig zu machen, das Wort Gottes klein zu machen, das Wort Gottes in Frage zu stellen. Nimm diese Hindernisse und Schwierigkeiten zur Kenntnis, die sind ja da. Du brauchst nicht zu sagen, ja, es gibt sie nicht. Doch, es gibt sie. Es gab die Riesen bei Josua und Kaleb. Es gab diese Mauern. Aber sie haben diesen Schwierigkeiten und Problemen das Wort Gottes entgegengestellt und gesagt, Gott hat gesagt. Gott hat gesagt. Gott ist treu. Ewiglich Treue hält, haben wir gelesen. Sie stellten das Wort Gottes über die Schwierigkeiten und Probleme. Sie fingen an, so zu denken, wie das Wort Gottes sagt, und so zu reden. Sie fingen eben nicht an zu denken, ja, was ist, wenn jetzt die Riesen eben doch zu groß sind, wenn die Schwierigkeiten doch zu schwierig sind, die Mauern doch zu dick sind. Es ist, wenn. Lass nicht zu, dass diese Schwierigkeiten und Probleme das Wort Gottes in Frage stellen, sondern stelle darüber das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die einzige ewige Wahrheit in diesem Universum. Und, wie wir es gelesen haben, Jesaja 49, 40, 23, dann wirst du sehen, dass ich der Herr bin und dass keiner enttäuscht wird, der mir vertraut. Keiner wird enttäuscht, der mir vertraut. So werden wir erleben, so wirst du erleben, dass Gott ein treuer Gott ist. Diese 3 Punkte erkenne aus seinem Wort, dass Gott ein treuer Gott ist. Lade den Heiligen Geist ein, dass er dir Offenbarung gibt über die Treue Gottes. Forsche im Wort Gottes. Und dann lege dich fest, hier und jetzt, heute, lege dich fest, Gott, ich nehme dich ab jetzt beim Wort. Und ich will erfahren, was in Jesaja 49, 23 steht, dass keiner enttäuscht wird, der dir vertraut.
Und ich will all diesen Schwierigkeiten und Hindernissen, will ich dein Wort entgegenstellen. Wir haben nicht das letzte Wort. Du hast das letzte Wort. Keiner wird enttäuscht, der mir vertraut. Amen. Amen.